Merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe der Minister, egal wo ich an der Welt gereist bin, waren die Leute, die ich begegnet habe, immer immens interessiert in Erzählungen über Lützeburg. Weil sie gemerkt haben, dass wir nicht nur ein Schlaraffenland für reiche Menschen sind, wie wir leider auf viele Plätze dieser Welt immer noch ein bisschen bekannt sind, aber vielmehr ein immens spannendes Land mit immens beeindruckenden Delfinen, nämlich ein bisschen die ganze Welt auf einem kleinen Territorium. Und dass man aus einer Bevölkerung besteht, die eine immens Offenheit in den Dach lädt, an die sich darüber gestaltet wird, nicht wollen als eine Insel zu funktionieren. Es möchte immens Fried über diesen Aspekt von Lützeburg am Ausland und zu Lützeburg über die Integration zu schwätzen. Zugleich aber leiden Teufel am Detail. Weil an einem Land, an dem man zu Recht hofrig können, sind aber viele Kulturen, kann es geschehen, dass Intent sehr an der Schoß lädt. Wir dürfen als nicht mal am schönen Schein zufrieden gehen, wir haben darum muss ich stark sein bestohlen. Und da leihen Menge noch ein ganz Reihe kommen an der Heck. An andere Wörter, ich will an dieser Interpellation eng realistisch an eng gut Approche nicht verharmlosend oder beschönigend oder auch nicht hyperdramatisierend oder katastrophistisch. Das ist aber Menge feste Überzeugung, dass immens viel zu sagen ist zum Thema Integration, dass man viel an Detailer muss gucken, dass man eine Idee brauchen und dass man also für allem froh müssen, wofür das Thema so relevant ist, für die Kombination von einer Interpellation an einer Debatte-Konsultation und Modell 2. Always first ask why. Du musst völlig aufhängen, du nur erklären, wofür die Corona-Krise nicht nach mehr dringend gemacht wird, über Integration zu schwätzen. Und einem dritten Schritt Kriterien formulieren und an einem letzten Punkt zu wenden, aber pur spezifisch Politikfelder. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich für ungefähr einem halben Jahr dort Aktualität hier in der Chambre über Rassismus und Diskrimination zu Lützeburg präpariert haben, die wir uns parallel mit dem Kollegen Sven Klümmer angefragt haben als Demos, habe ich für Fakten basiert zu schwätzen, mit vielen Organisationen und Leuten probiert zu schwätzen. Es waren immens viel interessant und teilweise immens persönliche Gespräche, die mich berührt haben. Und ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment. Und das am Gespräch mit dem CLAI, dem Comité de Liaison pour les Associations d'étrangers. Sie haben mir erzählt, wie anstrengend und schwierig es für hier Membre wären, wenn man in unseren Diskursen immer erteilen an Lützebäuer an Nicht-Lützebäuer. Aber wie ungerecht und eigentlich es wäre, mittlerweile bald Teilchen von unserer Bevölkerung als nicht zu bezeichnen, was nicht das, was sie sind, mehr bis was sie nicht sind. Und ich muss zugeben, das ist ein Punkt. Ich habe immer gedacht, ich kenne die Leute, die ihre Nationalität bezeichnen, und da schwätzen wir von Franzosen, von Deutschen, von Belgen, von Italienern, von Portugiesen, Holländer, Türken, Dänen, Montenegriner und so weiter und so fort. Ich habe noch mal klar darüber diskutiert, also sie wollte mir nicht ganz recht gehen. Und ich habe noch verstanden, wofür. Weil wenn ihn ein Mensch auf seine Nationalität reduziert, schafft ihn oft Gelegenheiten für Mobbing. Es gibt viele Plätze, wo in der Beigeschmack ziemlich gut herausspielt, wenn die Leute von den Türken schwätzen oder den Rumänen oder vielleicht sogar den Portugiesen. Das mit den Nationalitäten war also auch keine ganz zufriedenstellende Lösung. Zumal die Identität von allen Menschen viel mehr ist wie just die Nationalität. Dann habe ich sie gefragt, wie sie da von den Leuten schwätzen. Und die Leute vom Klei haben mir erklärt, dass sie schwätzen von Histoire. Jitfrein hat seine Geschichte. Jitfrein von uns schreibt seine Geschichte. Und zu meiner Geschichte gehören tatsächlich Länder wie andere Länder noch wie Lützeburg, auch von als Ländchen den großen Hauptteil von meinem Leben zumindest ausgemacht hat. Mit zu meiner Geschichte gehören Italien, Deutschland, Brasilien und noch viele andere Plätze, die mich ganz geprägt haben. Auch verschiedene Berufe, und noch ein paar große Ideen. Andere wollen aus dem Ganzen eine Geschichte zu schreiben, das auf Menge Art weiß und dabei immer offen zu sein für die mit mir leben, von denen ich kann lehren, mit denen ich kann connectieren, an denen mein Leben dadurch mich reich machen. Dafür steht für von uns als Text wahrscheinlich ganz ähnlich. Geschichte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Jitfried von uns schreibt seine Geschichte. Und diese Geschichten treffen dann zusammen für eine gewisse Zeit auf einem gewissen Platz. Und das als Aufgabe als Politik zusammentreffen von den Geschichten zu gestalten, aber mit der Geschichte von der Platz, wo sie sich treffen, zu verbannen. Mit den Traditionen, der Spruch, der Gewünschten, der Gesetze, der Werte, dem politischen System, aber auch dem Selbstverständnis für Gesellschaft auf der Platz eben heute zu Lützeburg.
Als Aufgabe ist es, Entscheidungen zu treffen, ob wir wollen, dass das Geschichten sich tatsächlich begegnen oder lernen laufen. Ob wir Integration leben oder nicht. Und hier sind wir nicht ganz sicher, ob wir jetzt schon längst an Existieren von Parallelwelten ergehen haben oder ob wir dadurch noch passiv da begleiten oder ob wir wirklich aktiv eine Gesellschaft gestalten. Das Erfahrung beim Klei, ja auch andere immens inspirierende Gespräche, wie zum Beispiel mit der Asti oder mit dem Sefis, haben mich motiviert, über das Thema Rassismus, Diskrimination und Mobbing herauszugucken und über Integration am großen Ganzen nachzudenken. Weil Diskrimination ist in einem Domeschisch, wo Integration irgendwie misslungen ist. Also muss man es von allem das Letzte bekümmern. Das ist so, dass das Interpellation, die ich gefragt habe, ob den Debat de Konsultation trifft, den der Minister hier in der Chambre auch gefragt hat, wird das Integrationsgesetz von 2008 zu verschaffen. Vielleicht ist es ein gut sagt, dass die Sache bei Ihnen treffe, vielleicht auch nicht. Ich kann mich auf alle Fall nicht beklagen, weil ich selber auch gerecht, dass das Interpellation hier 6 Monate Zeit für drunter zu kommen aufhört, weil ich nicht wollte, dass sie mitten an der Zeit gefallen, wo man, wenn es dem Budget ständig neue Covid-Gesetze eigentlich für so anderes nicht den Kopf frei hätten. Mich will ich ja nicht ganz den Terrain überlassen, Madame Minister. Und ich werde ja nur erklären, wofür. Ich bin nämlich der Meinung, dass es dem viel mehr geht, wie lange die Überschaffung vom Integrationsgesetz. Und ich bin mir sicher, dass Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen auch mehr weit gucken, wie just en fonction von einem Gesetz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gespräch über die Histoire, die Geschichte von Jitverengem, hat mich selber zu folgenden 2 Ansichten gebracht. Die erste ist, ich will nicht über die Integration schwätzen am klassischen Sinn. Der klassische Sinn unterscheidet nämlich zwischen denen, die integrieren, und denen, die integriert gehen. Also denen, die etwas sind, und denen, die das nicht sind. Ich fand das ein schwieriger Spruch am 21. Jahrhundert. Und das alte Integrationsgesetz setzt die dort Vue und die dort Spruch auch noch voraus. Vielmehr gebe ich gerne schwätzen von einer einziger, gesamter, farbiger, multiformer Gesellschaft, zu der wir alle gute gehören, Residenten und Nicht-Residenten, Letzebäuer und Nicht-Letzebäuer, die wir heute den ganzen Tag oder zeitweise zusammen leben. Also eine Gesellschaft, wo ein den anderen integriert, und das mir groß daran, nämlich die Gesellschaft, die wir zusammen sind. Eine Gesellschaft, an der wir für den anderen verantwortlich sind, dass wir auch wirklich dazu gehören. Ich selber und Erfahrung gemacht, dass Expats mehr Realitäten an der Stadt gewesen haben, die ich sonst nicht entdeckt habe. Aber wenn ich irgendwann probiert habe, Salsa zu lehren, mit mehr oder weniger Success, dann dank den Expats. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie als Löser dazu bräuchten, noch andere Traditionen heute zu Lützeburg zu entdecken. Und ich meine zum Beispiel, so nicht am Gefühl, dass die Tradition vom Velosfahren als Mobilität auch eine Tradition ist, die von hinten mitgebracht wird. Ich schwätze dafür lieber vom Vivre Ensemble, wie von klassischer Integration, ich schwätze lieber auch von Kohäsion sozial. Also in einer englischen Rapproche heraus, dass die zum Beispiel eine interessante Idee ans Spiel bräuchte, ein Kontrast citoyen, die für uns alle Gute geben, an dem wir alle Guten zusammen angehen geben, für uns gegenseitig durchzugehen und zusammen in einer Gesellschaft zu bauen, ob wir alle Guten zusammen können hilfreich sind. Es soll das CAI ersetzen, der Contrat d'accueil d'intégration, den übrigens zusammen mit dem PIA, dem Parcours d'intégration accompagné, am nationalen Integrationsplan, ein von den nationalen Instrumenten für die Realisierung von der Integration ist. Das entspricht auch dem bekannten Avis vom Conseil économique et social von 2014, den oft da gerne zitiert wird. Intégration ist un processus dynamique qui évolue en permanence et dans lequel est impliqué chaque résident selon un principe à double sens, afin de vivre, de travailler et de décider ensemble dans une optique de respect mutuel, de solidarité et de cohésion sociale. Und das Zweite, was ich an dem Gespräch mit dem Klei gelehrt habe, wir haben oft berechtigt Sorgen an Ängsten. An einem von den Ängsten, die ich ganz gut verstehe, als die von den Lützebäuer, dass das Land los kennt, seinen Charakter verlieren. Die Angst, die hat den Ausdruck gestützt, dass früher ja alles besser gewesen wäre wie heute und dass wir ja nicht mehr ganz richtig heute daheim wären. Da gibt es eine ganz klare Malaise und ich will den Malaise ganz seriös holen. Dafür fand ich es ganz wichtig, dass wir darüber schwätzen, dass so eine enorm multikulturelle Gesellschaft wie die Lützebäuerisch einen Mit braucht. Ein Mit, rundherum die sie sich ordnen kann. Die Geschichte,
die das Land Lützeburg schreibt und geschrieben hat. Und dazu gehören dann ein Spruch, wo ein Spruch in Ausbildung, das mindestens 3 Sprüche mischt. Dazu gehört ein demokratisches System, als Gesetze, als Rechts-, als Sozialstaat, als Verfassung, als Kultur, als Humor, als Werte, als Offenheit, vielleicht dann hoffentlich auch als Blick an die Großregion, an Europa heraus. Das ist ein bisschen wie bei der Speche von einem Willusrad, da lief man schwer von den Schwätzen. Wenn der ob der Speche fiktiv Punkten hat, an direkte Mino alle gute Arbeit mit, da recken sie zugleich auch Mino bei den anderen. Es muss ein Motto sein, den nicht ausschließt und aufweist, mit die zusammen sitzt und vereinigt. Und auch über das mit muss man zusammen schwätzen. Always first ask why. Es geht also um ein Vivre Ensemble rundherum, ein gemeinsam mit, eine lebende Gesellschaft, die es darauf hält, nicht eine lange Konglomerat zu sein von Individuen, mehr eine richtige Gesellschaft, die zusammen hält und zusammen lebt. Dem nur Vivre Ensemble an Gemeinschaften, und nicht allein die klassische Integration, die eine Reihe spezifische Politikfelder beschreibt. Als echt eine große Vision, nur konkret und spezifische Ideen, an ein gemeinsam mit als Gesellschaft am Platz in einem nebeneinander leben. So stellen nicht mal Integration vor. Und so will es noch heute noch politisch thematisieren. Das ist zumindest meine Vision für Gesellschaft. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lo stellt sich natürlich froh, wie sind dann all die Menschen, die heute dazu gehören? Wie können wir ihnen helfen, doch so zu gehören oder dazu wollen? Und ob wem muss man vielleicht besonders an dem ganzen Prozess durchgehen? Was bedeutet dann politisch am Detail? Die Frage, wie gehört dann der Moment heute dazu, kann ich, wenn ich will, mit Zahlen beantworten. Wie viel Prozent von wem, wo, wenn nie, das ist wichtig und kann gut sein, dass eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen das hernach machen. Ich wollte mich damit selber nicht an den Zahlen verlieren. Ich wollte von der Vision für eine gemeinsame Gesellschaft schwätzen und Konsequenzen daraus ziehen. Weil hinter den Zahlen steht ein viel mehr persönliche Stunde, die ich am Gespräch mit den Wissenschaftlern und den Forschern beschwert habe. Entschieden, dass nämlich bei der Frage vom Vivre Ensemble der Lien affektiv den Menschen abbauen, entweder zu anderen Menschen hier am Land oder zum Land selber. Und da muss man es immer im Führen anhalten, eher mal aufhängen, über das gewisse Kategorie von Menschen zu schwätzen, an ihr spezifisch Besuchen zu gucken, dass ich davon ausgehen kann, dass kaum ein hier am Land ist, die nicht wählt dazugehören, die sich nicht wünschen, ein Lien zu unserem Land und zu seiner Gesellschaft aufzubauen. So ein Lien affektiv, das können verschiedene Sachen sein. Mit diesen Leuten das gemeinsam, so hat Forscher erklärt, dass sie hier am Land investieren. Entweder persönlich und emotional, weil sie hier Lebenspartner kennengelernt haben, oder weil sie hier dadurch schaffen, dass das Leben mit ihrer Liebsten besser kann gehen, oder finanziell investieren, indem sie finanziell Moyen an das Land stechen. Wer privat oder finanziell investiert, hat alle Interesse daran, als Gesellschaft mit aufzubauen, identifiziert sich mit dem Land, will zusammen mit allen anderen zusammenkommen. Das erklärt auch schon, wofür es so wichtig ist, abordable Wohnraum zu schaffen, weil Menschen, denen gelingt, heute zu wohnen, haben ein Lien zum Land. So wie die hier eine Arbeit tun oder die in ihr Kinder hier an die Schule gehen. Es entsteht ein Lien zum Land, es entstehen Begegnungen, ein Lien zu anderen Menschen. Und so entsteht eine Gesellschaft. Sie entsteht, indem es meist rundherum ein Gemüt gegenseitig füreinander abbeweisen und indem es das Gesellschaft ihre Leute Möglichkeiten anbietet, für ein Lien affektiv zum Land aufzubauen. Mir, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist richtig zu gucken, ob wir da muss ganz besonders durchgehen. Wen oft die Kontakte eben nicht kriegt, oder wen an der Gefahr ist, die Kontakte zu verlieren, oder wie vielleicht nicht dem entspricht, was Gemengehandelsnormen gesieget, oder wen extra Bedürfnisse hat, oder wie besonders an der Gefahr ist, arm zu sehen oder kein Jahren zum Land und zu seinen Leid abzubauen. Und da fallen mir ein ganz Highlight an, die wir eigentlich alle Guten müssten am Detail gucken, wenn wir Integration als etwas Breites verstehen. Theoretisch und auch praktisch können mir das alle Gute sein. Leute, die hier wohnen, Lützebäuer, Residenten, Lützebäuer Bürger. Mit dieser Platz ist es sicherlich auch richtig und wichtig zu gucken, wo die Leute hier kommen, vielleicht aus anderen Ländern, die heimatgemeint sind. Einerseits die Nicht-Lützebäuer, die zu Lützeburg wohnen, mir andererseits auch die all der Heimat schaffen kommen, die sogenannten Frontalien, was übrigens auch kein Mensch scheint für das.
An all die Nicht-Litzebäuer, die hier schaffen, entweder weil sie am Banken- oder Finanzsektor gestaltet sind oder an europäischen Institutionen, wie oft Parallelwelten entstehen oder am Gesundheitssektor oder so zwischen, wo sie mit der Litzebäuer durchmischt gehen. Oder ich denke nun immer mehr Litzebäuer, die diesseits der Grenze von gehen, also neben der Frontalie schon den zweiten Grund, wofür wir die Großregionen an Europa besonders müssen gucken. Ich denke nun Flüchtlingen, DPI, ABPI, an die sogenannten Debutiert, die am Centre de Retention sind und ob werden, ihrem Heim geschickt zu gehen. An den Avoren sans papier, auch ein schrecklich Wort, an die durch alle Netze fallen. Ich denke nun die in einer spezifischer Situation sind, die riskieren, isoliert zu gehen. Menschen, die zur Minorität gehören oder dazu gezielt gehen, wenn es diskriminatorische Gründe, wenn es ihre sexuelle Orientierung, wenn es ihre religiöse oder politische Überzeugung oder vielleicht auch Menschen, die einfach Spruch brauchen, für sich können herumzufahren. Ich erwähne bewusst die stetig leider wachsende Gefahr von Antisemitismus oder Islamophobie, die zu Lützeburg ganz besonders muss geguckt gehen. Integration hecht in Equiliber zwischen all de Freiheiten zu finden, die zugleich Pflicht vom Respekt für ihn in andere Matze springen. Ich denke an Obdachlosmenschen, die sogenannten Needs, not in Employment, Education or Training, Menschen, die einfach vor Gewalt gesehen, Menschen, die arbeitslos sind, aber gerne verschaffen, freier Prisonnier, mir auch aktuell Prisonnier, Menschen mit spezifischen Krankheitsbildern, Maladie grave oder Maladie rar, psychische Krankheiten, Menschen, die aufhängig sind oder auch ganz einfach als Elerleid. Das heißt, eigentlich müssen wir all die Themen durchschwätzen, auch noch das Thema vom Handicap nicht vergessen, das Thema von der Inklusion. Ich werde heute nur mit der Stadt nicht machen, weil ich denke, dass das eigentlich in eigenen Berge verdingen. Mit kann ja sehen, dass den eine oder andere von ihr heute nur mit der Schei ausschneidet. Das alles die spezifisch Fälle, über die wir eigentlich müssten alle gute schwätzen, nicht für allem für sich dann aktivistisch lauter Mesuren zu stürzen, mir echt dafür zu weisen, dass wir eine gemeinsam große Solidargemeinschaft sind, an der Jitverein dazugehört und an der wir auf den anderen oppassen, dass er integriert das per integral von unserer Gesellschaft, weil nimmer dann als sie integer, als sie ganz. Und da, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, übersteigt aber bei weitem Dimensionen von dieser Interpellation auf von der Debatte. Wichtig ist mir für allem das Gesellschaftsmodell, das wir dabei für uns haben. Und ich meine, es könnte aber gut sein, dass wir die Debatte heute feiern. Es gibt Menge noch dafür Feiergründe. Den nächsten ist, dass Corona-Missionen als gewesen nun, wie kruglich das, den Equiliber zu finden zwischen persönlicher Freiheit einerseits und gesellschaftlicher Verantwortung andererseits. Mit Verantwortung für den anderen nicht unzustierchen, weil das kennt die krank machen oder die kennt das vielleicht sogar am Tod bezahlen. Meine Freiheit hält do ob, wo dem anderen aufhängt. Und froh ist, wo man nach Blick für das, was do han und rund zum Vorschein könnt. Eine kollektive Verantwortung für einander. Das, was die Gesellschaft nennt. Der Barack Obama hat an der Introduktion von der Präface für seine Memoire geschrieben, Learn to live together. Den zweiten Grund, wofür es die richtige Moment ist, als Debatten über TPB du Bien-être, wir hatten eine Kommissionssitzung darüber, und es gelehrt, dass Sozialkontakte froh machen und zum Bien-être beitragen. Auf viele von den Themen, die ich für genannt habe, sind Teil von den Indikatoren vom BIB du Bien-être. Integration bedeutet Begegnung, aber Begegnung als ein Glücksfaktor oder zumindest ein Faktor für Bien-être. Wie also wollen wir zusammen leben, sodass wir froh und zufrieden das können machen? Und übrigens, Konflikte gehören in einer Gesellschaft immer dazu. Wo unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, entstehen Konflikte. Mit Konflikten kann ich begleiten, kann ich sie monitoren, kann ich sie lesen, sodass du nur jitfremd stärker rausgeht. Das ist der sogenannte Integrationsparadox. Wo Integration mehr intensiv betrieben wird, kommen noch mehr Konflikte zum Vorschein, weil die Sachen mehr deutlich mit dem Namen genannt gehen. Konflikte kann ich lesen, andere Sachen nicht. Eine offene Gesellschaft mit Interesse, mit Respekt und Streitkultur, will man das? Den dritten Grund, den ich meine, wofür es richtig als Haut über die Sache zu schwätzen, ist, und ich komme mir nur bei der politischen Kern, das Nachhaltigkeitskonzept, was für mich grundlegend als politisches Konzept ist, neben der ökonomischen und ökologischen Dimension auch eine Sozialdimension hat. Sie bedeutet zweierlei: Sozialgerechtigkeit, an erfüllten Zusammenleben. Eine Gesellschaft, die gut integriert, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mehr nachhaltig.
An de feierte Grund, dass wir stehen, dass Corona-Krise die Sozialungleichheiten verstärkt wird. Auch dat verdenkt der Neck der Zukunft nach ein Keier im präzise Blick. Melokanisoen durch die sanitäre Krise gehen nicht nimmen all die anderen Krise mit deutlich, sie gehen auch verschärft. Aber wir sollten eben all Neiddebatte vermeiden. Integration bedeutet eben auch, die Sozialungerechtigkeiten aufzubauen. Und ich verweise gerne nach ein Keirop als Interpellation zum Thema Armut und Armutsrisiko heute zu Lützeburg, an den sich Storen ausschließen in immens interessanten Debatte, die bald genau einem Jahr nach Durchführung Kraut macht am Plenarsaal. Feier gut Gründe, wofür ich mengen, dass man gerade unbedingt eine starke Vision braucht für als Gesellschaft von einem Vivre Ensemble, aber wie man einen auf den anderen durchgehen. Ein neuer Approach von Integrationspolitik. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe bis den Eindruck, das Thema Integration vom Minister echt stiefmütterlich behandelt ging. Am Koalitionsprogramm ist von den 235 Seiten ein einziges dem Thema gewidmet. Integration also als etwas, was nebenbei auch vielleicht noch kein gelingen. Es gab zwar ein Gesetz von 2008, mit die vorgesehenen Mesure greifen nimmen zum Deal. Es gab aber irgendwann kein Zug mehr am Kamein, kein Hetzwerk bis zu uns anderen. Und ich habe den Eindruck, dass der Weckruf stattgefunden hat bei der Konferenz über Black Lives Matter zu Lützeburg, die auch an der Aktualität zum Rassismus behandelt haben. Ob einmal gouf gemerkt, dass han dem Scheineschein vieles nicht gut lebt. An das Integration kein Selbstliefer ist, mit das wir alle Guten zusammen müssen schaffen. Das können doch aus den vielen Navien raus, die lo zum Überschaffen vom Gesetz geschickt goufen. Lo muss mengnisch geliefert gehen. Und das nicht nur ein neues Gesetz, mit das für allem eine große Vision, wie Integration überhaupt aussehen soll, aber wie wir als Gesellschaft zusammen leben wollen. Das ist auch eine Governance, eine Gouvernance, ein Komitee interministeriell, den sich oft trifft. Das ist ein Konzept von Zusammenarbeit auf nationalem, auf regionalem und auf lokalem Niveau. Das ist eine Methode, ähnlich wie sie partizipativer, ganz strukturiert benutzt wird als für den CAP, für den Kulturentwicklungsplan. Also eine Methode mit Zielen, mit Objektiven, mit Moyens, mit Budget, mit Konklusionen und Evaluationen, und das alles transparent online nachvollziehbar. Wie übrigens die gemeinsamen Grundprinzipien von der EU für Integration dann hier an Nummer 11 ausdrücklich verlangen. Integration ist nicht etwas, was zufällig gut oder schlecht verläuft. Integration kann und muss ihn aktiv gestalten. Es muss in den Weg weisen. Es ist Zeit für einen großen Schritt nach vorn. Und Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch mehr an den Detail gucken. An diesem Teil lassen wir all die Avien ablesen, die für die Verschaffung vom Gesetz gerecht goufen. Die inhaltlichen Themenbereiche, also bezogen auf gewisse Gruppen an der Bevölkerung, die ich mir genau will gucken, sind die heute 4. Zusammenleben mit den Ausländern, also den Nicht-Lützeburger, die zu Lützeburg wohnen, Frontalien, und immer dort Großregionen als Arbeitung an den offenen System Europa, Flüchtlingen und Sans-Papier. Weil ich mengen, dass gerade bei diesen Themen sich entscheidet, wie als Großgesellschaft kann funktionieren, wenn man fest mittun, die als Chloras. Wie kann ich da formulieren, was wir als Gesellschaft für all die Menschen können machen? Und sich geht es darum, dass zu Lützeburg alle Menschen Recht hat auf seine Grundrechte, die gekoppelt mit einer starken Vision dann dazu feiern, dass es eine gute Gesellschaft ist. Und kann ihn sie auf 4 Niveauen andelen. Und ich will die kurz nennen, weil die 4 Niveauen erlauben, dann noch die Integrationsterrain zu identifizieren, auf denen man muss schaffen. Das sind das soziale Niveau, das sozioökonomischen, das kulturellen und das politischen. Sozialen Niveau sind es Fundamentalrechte, das menschlich Würde, ein Recht auf humane Behandlung, ein Recht auf Zusammenleben mit der Familie, aber auch der Schutz vor Diskriminationen. Auf sozioökonomischem Niveau sind Recht auf Skolarisation, Arbeit, Formation, Logement, aber auch der Schutz vor Armut. Auf kulturellem Niveau sind Partizipation im kulturellen Leben, die persönliche Selbstverwirklichung am Denken, am Leben und am Handeln, Begegnung mit den anderen. Und auf politischem Niveau also Recht auf politische Partizipation, Mitgestaltung und auch Ideen erbringen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will versichern, dass Prinzipien auf die verschiedenen Lebenssituationen zu überdrohen. Was bedeutet für Zusammenleben mit allen Nationen zu Lützeburg, also wie man oft so zwischen Lützeburgern und Nicht-Lützeburgern mit den Ausländern.
Lützeburg hat eng immens bewegt an interessant Immigrationsgeschichte, mit einem italienischen und einem polnischen Deel, mit einer portugiesisch geprägten Zeit, mit der Entwicklung von den europäischen Institutionen an dem Finanzsektor, die eine ganz andere Population umgezogen haben. Rund 180 Nationalitäten wohnen am Moment heute zu Lützeburg. Ich will mit der politischen Partizipation aufhängen. Da sind folgende 4 Sachen zu sagen. Die erste: Wir können uns überlegen, wie wir nach mehr Ausländer mehr einfach dazu invitieren können, bei den Gemengen an Europawahlen mitwählen zu gehen. Vielleicht ist eine Idee, die Sie einfach keine Zusammenhalt diskutieren, sie doch fest anzuschreiben, wenn sie bis 2 Mal mitgemacht haben. Die Informationen müssen an dem Zusammenhang unbedingt an mehr Sprache kommen, und da muss man als politische Partei selber in Pflicht holen. Die zweite Idee: Wofür nicht endlich an die Richtung von einem Bürgerrat wie an Neubelgien denken? Wenn ich richtig verstehe, dass durch eine Proposition de loi déposiert gehen, den muss man diskutieren, also in dem Moment auch als Argumente und als Meinung dazu bilden. Die dritte Idee: Der Conseil national des étrangers, der gestern neue Präsident, der Vizepräsident gewählt wird, muss unbedingt gestärkt gehen. Folgende Fragen stellen sich da: Muss eine Mission en vue vom Vivre ensemble überschafft gehen? Und wäre gut, sich zu überlegen, ob eine so noch repräsentativ ist wie gerade das. Der CNE hat 15 Repräsentanten aus der EU, für dem Gesetz nur die Briten nach dazu gehören. Wie ist es mit den Briten, die bislang ein Membre effektiv und ein Membre suppléant hatten? Und die ich froh, wie viele Kandidaten es bei den letzten Wahlen für die 15 Posten gab. Und hat auch 7 Repräsentanten aus den Nicht-EU-Ländern, die ich auch froh, wie viele Kandidaten es dafür gab. Und es wäre gut, wenn ein CNE gibt doch fest für die Gesetze, die sich Missionen betreffen, ein Avis gefroht gehen, ähnlich wie bei der Berufskammer passiert. Möglichkeit von der Autosaison geht nicht durch. Und außerdem müssten die Avis vom CNE transparent veröffentlicht gehen. Am Moment sind sie aber nicht zu finden. Und an dem Kontext wir unbedingt zu überlegen, die Strukturen vom CNE zu professionalisieren, weil sie brechen dann auf alle Fall hauptamtlich mit bestimmen. Und ich will an dem Sinn eine Motion dazu erreichen. Ich genieße ja nur, Herr Präsident, weil dann hole ich auch meine Zeit dazu zu sagen. Die 4. Idee: Auf Gemengenniveau gibt es sich den Strukturen anzufeiern für Bürgerbeteiligung. Der ich erst einmal der Minister fragen, ob an wie viele Gemengen schon die Idee von einem Budget partizipativ umgesetzt wurden und ob das überhaupt schon geschieht ist. Außerdem gehen es Gemengen, die proaktiv an Bürgerbeteiligung investieren. Projekte auch wie Quartier Stuf um Kirchbirch sind immens gut Beispiele, wie ein Bürger von einem Quartier kann bewegen, etwas wie eine Wohngegend zu machen, an sich zum Beispiel beim gemeinsamen Schaffen am Garten zu beginnen. Am Blick auf die kulturelle Partizipation regeln auch 4 Themen auf hier. Der Benevolat war ab live eine Hauptopportunität für sich zu treffen. Ihr wird all Unterschiede heraus. Die Leute engagieren sich nämlich für einen gemeinsamen Kurs, der ihnen alle gut wichtig ist. Und ich will an diesem Kontext noch eine Idee vom Congé Social wiederholen, die wir als CSV angeregt hatten, an dem wir an der Kommission diskutiert hatten, wo wir eigentlich ab Ende vom letzten Jahr verwiesen waren für eine Etude von den verschiedenen Formen von Benevolat. Wo ist die Etude drin? Die zweite Sache: Und plus ist es wichtig, dass wir all die Assoziationen unterstützen, die Begegnungsplätze schaffen. So ein Begegnungsplatz können zum Beispiel sein, Lehren, Teilen und Praktizieren von der Lützeburger Spruch. So Begegnungsplätze sind aber auch das gemeinsame Entdecken vom Lützeburger Land, von unseren kulinarischen Traditionen, aus dem Liedergut, zum Collet an dem Ferner oder als Misslerlieder oder überhaupt alles Bereich von überall, wo sie kommen. Gemeinsam kochen, einfach tröppeln, einfach zusammen Zeit verbringen. Wenn in das organisatorisch gut strukturiert kriegt, kann da immens viel Gutes geschehen. Die dritte Sache: Diese Assoziationen spielen eine Schlüsselrolle an unserer Gesellschaft. Mit der wir nicht geschehen, dass der Staat auf ein paar Appell à Projet reduziert. Vielmehr scheint es mir wichtig, dass der Staat versucht, zusammen mit den Assoziationen ein großes Konzept von nötigen Aktionen auszuschaffen, an hinnen, die da an uns zu vertrauen. Als Staat, als Witz vom Überschaffen vom neuen Gesetz gedurcht. Übrigens, für ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, wie wichtig der Apport von Assoziationen ist, lohnt es sich nach wie von der Neue Grande Chasse Charlotte zu gucken.
Und das feiert, natürlich sind so Events wie das Festival der Migration, der Fête de Culture, an den Gemengen richtig großartig Gelegenheiten für sich kennenzulernen, meistens ja dann über die Essen und Tanzen. Und das ist wirklich löwenswert, all die Gemengen und auch die Bürger, die Lützeburger, die an den Gemengen sich extra auf die Spähensätze für so Events zu organisieren. Ich fand so fest im Moment spannend. Minute fester freue ich mich aber heinst du, was dann nur ein Jahr lang du nur geschieht. Begegnen sich die Leute weiter und das wird vielleicht sogar enkadriert und organisiert. Und ich freue mich, ob Evaluationen gemacht gehen, bei denen sich zum Beispiel vorgestaltet, ob Plätze für Handicapierte accessibel waren oder ob doch koscher oder halal Ziese go, weil das viele Leute, die besonders visiert, einen guten Grund geben, sich willkommen zu fühlen. Am Blick auf die sozioökonomische Partizipation bzw. Gerechtigkeit hier im Land will ich sogar 6 Sachen ausschneiden. Die erste, auch wenn ich nicht am Detail will, darauf angehen, will ich aber daran erinnern, dass das Armutsrisiko bei den Nicht-Lützebäuer mehr wie doppelt so hoch ist wie bei den Lützebäuern. Das ist eigentlich inakzeptabel. Und überhaupt bleibt ein hohes Armutsrisiko inakzeptabel. Die zweite Sache, und sicher ist die Schule die erste Platz und Integration. Dafür will ich hier pure Forderungen formulieren, die immens wichtig sind. Die Schule darf die sozioökonomischen Unterschiede nicht nach zementieren. PISA-Tüt weiß es ja all Jahr so beneidet oder all so beneidet, dass Lützeburg Staatland ist, an dem ihn an der Schule am meisten unterschiedlichen Trägern arm merkt. Hilfreich wäre schon am Präkos Lützeburg oder auch Lützeburg zu schwätzen. Wenn den als Spruch ein von den Kernelemente von unserer gemeinsamen Gesellschaftsmitters können wir nicht frei genug damit aufhängen. Und das ist auf alle Fälle auch mehr wichtig, dass wir einen gemeinsamen Spruch lehren, wie das als Schüler und Schülerinnen nur am sekundären Spruch scheitern, diese 2 Jahre lang lehren, wie bei denen sie einfach auf einem Schulniveau bleiben oder die ihnen einfach unzugänglich bleiben, weil sie es nicht brauchen. Gerade Schulwelt weist, wie sehr können Parallelwelten geschaffen gehen, die sich in Zukunft immer weiter verfestigen. Und dafür sind öffentlich internationale Projekte eine interessante Alternative, zu denen unbedingt auch Lützeburg als Spruch muss gehören. Wir müssen bedenken, dass Talschen von den Kanner nicht mehr wie Talschen von den Kanner nicht Lützeburger Herkunft sind, nicht Lützeburg als Mammespruch haben. Interessant wäre dafür auch ein Pilotprojekt, die versichern geben, über die Kanner auch die Eltern mit anzubannen. Am Komitee interministeriel als vom SIA geschwart in dem Service de l'Intégration et de l'Accueil für den Accueil von Schülern, die neu an Land kommen, an denen auch die ministerische Aufgabe vom Kassner soll überholen, als schon ausgemacht, wenn ich den neuen Service soll operativ gehen. An der Werteunterricht kann eine immens wichtige Rolle überholen für die Werte, die wir gemeinsam als die Kehrwerte von unserer Gesellschaft definieren, durch all Jahren dadurch in verschiedene Blickwinkeln immer in unterschiedliche Situationen zu thematisieren. Das dritte ist für das Thema Formationen wäre eine gute Idee, die Congé Linguistique auszubauen oder das Lehren auch von Französisch und Deutsch, besonders wenn man in der Schule selber den Wert so stark auf Lützeburg legt, mit Stundenzahl für Lützeburg, müssen unbedingt erhöht gehen. Das feiert, das ist das ganz wichtige Thema vom Arbeitsmarkt, weil es nämlich so ist, dass der Hauptgrund von der Migration auf Lützeburg den ökonomischen Aspekt ist. Aber wie kann man das verdenken? Der 5. Punkt, auf den wir unbedingt müssen aufpassen, ist das wirklich seriöse Thema vom Logement. Weil neben der Schule, also den Integrationsterrain, auf dem im Moment die unterschiedlichen Sozialschichten am besten spielbar sind. Wir wissen alle Guten, dass sich die Situation immer weiter zuspitzt. Das allerhöchste Zeit, dass man als Staat die Leute die verschiedenen Segmente anbieten von menschlichem Logement, für die ihre Möglichkeiten entsprechen. Weil da gerade das Integrationsthema steht immens stark unter dem Damoklesschwert vom Logement. Weil wir es nicht genug haben, wie viele Lützeburger in das benoberte Ausland wohnen, sodass durch schon bald eine transfrontaliere Diaspora entsteht, die davon viele Services vom Land nicht mehr profitieren kann. Wegen dem Logementsproblem müssen viele Leute pendeln und kommen nicht mehr genug mit der residierenden Bevölkerung in Kontakt. Aber wegen dem Logement müssen viele Leute so einen großen Tod hervor bringen, dass an der Armut hängen bleiben, was in der scheiertischen Reich und Arm immer weiter isoliert. Aber wegen dem Logement kommen viele Beneficiäre der Protection Internationale, also Flüchtlinge mit Statut, nicht aus den Foyers heraus, was die Realgefahr vom Kommunitarismus, für den wir zu Lützeburg auf keinen Fall Daten dürfen zumachen, weiter erheischt. Aber wegen dem Logement hängen viele Leute für allem auch sans Papier an irgendwelche Kaffeezimmern fest, die oft den hohen Sinn vis-à-vis vom Grundbedürfnis obwohnen. Und in diesem Zusammenhang werde ich ja noch eine Motion deposieren, die die Regierung auffordert, das Screening von allen öffentlichen Gebäuden zu machen, die könnte genutzt gehen, für eben mehr Logement zu schaffen.
Und zum Schluss der 6. Punkt an diesem Bereich. Ich fand, wir brauchen eine neue urbanistische Maxim. Wir mussten es so bauen, dass die Leute sich begegnen. Schluss mit den Betonswüsten, Schluss mit Boulevarden, wo in den anderen auf der anderen Seite von der Straße kaum erkennt, Schluss mit Kartien ohne Natur, ohne Plätze, ohne Pflanzen, ohne Bänken, ohne Spielplätze und ohne überdeckte Grillplätze. Und zum Schluss, nach auf die Sozialpartizipation geguckt, will ich just nach 3 Sachen erinnern, nämlich dass ich mengen, dass Neike deutlich wird, wie wichtig es ist, dass das CET seine Kompetenzen erweitert kriegt, dass die Etude über den Rassismus gemacht wird, von der wir als CSV mengen auf den nächsten Blick, dass sie wirklich gut gepackt wird. Und ich will auch betonen, dass es wichtig ist, dass man eine Politik für den 3. Alter haben, die und Migranten angepasst ist. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie kann dann all das viel Ideen gestalten und umsetzen? Und ich will, nachdem sich schon just ein paar Wurzeln Assoziationen an der Zivilgesellschaft gesucht haben, nur kurz auf dem kommunalen und dem nationalen Niveau zu schwätzen kommen. Denen, die an der Kommunalpolitik von uns engagiert sind, ist klar, dass Gemenge mit ihrer lokaler Verwurzelung die Plätze sind, auf denen für allem die Integration geschieht. Und ich bin immer dankbar für meinen Kollegen Marc Spautz, mit dem ich schwätzen kann über Sachen, die am nationalen Niveau und am kommunalen Niveau laufen. Und dazu würde ich ein paar Sachen heute sagen. Erstens, das ist wichtig, dass Plan Communaux d'Integration PCI umgesetzt wird. Am Komitee interministeriell vom 16. Dezember 2020 ist zu Recht festgestellt worden, dass bislang just Staat Lützeburg an Asch so wie PCI formell durch den Gemeinderat bestätigen gelassen und dass 30 Gemeinden mit der Prozedur am Gange sind. Das entscheidet gehen, dass PCI 2.0 soll gefordert gehen mit einem 5-Stufen-Plan. Daraus ergeben sich für mich mit der Minister pur Frohen. Was geschieht dann am PCI 1.0? Bleiben die bestätigt wurden en vigueur, aber das mit denen, die an der Prozedur sind? Für die PCI 2.0 gibt massive Gemengen an dem Redner an dem Rednerkanton und März sich zusammen geschafft. Wofür gerade die Schwa? Aber wo wir gerade dabei sind, das ist der erste Rapport vom Komitee interministeriell, den ich im Internet fand. Hat die für drun nie getagt, aber nie, wofür nicht, aber doch wie oft. Und ich will einmal doch betonen, dass wir mengen, dass es sich dabei um ein eminent wichtiges Instrument handelt, zumal 13 Ministerien darauf vertreten sind und noch Vertreter aus der Zivilgesellschaft dabei invitiert gehen. Es könnte immer um das Feedback aus der Gesellschaft, dass die Welt die Integration etwas Komplexes ist, es ein Leader, ein Pilot braucht. Darum proposiert dafür dem Komitee interministeriell et Conseil supérieur de l'intégration und Zeit zu stellen. Der Zweite, was ich heute will sagen, eine immens wichtige Rolle im kommunalen Plan spielt Kommission Consultative Communale de l'Intégration. Und an dem neuen Gesetz muss ihre Rolle auf alle Fälle gestärkt gehen. Der Dritte, kommunale Plan muss auch gesagt gehen, wie wichtig es ist, ein oder eng Chargé an Integration zu haben, weil es keinen Platz gibt, wo das Thema Integration und Zusammenleben mehr zentral sind wie an den Gemengen. Das feiert, ich will unbedingt das Projekt lokal von der AStI erwähnen, die ganz einfach darüber besteht, auf kommunalem Plan einen Begegnungsplatz zu bieten für die verschiedenen Kommunitäten. Es handelt sich hier bei einem regelrecht Quartiershaus, kombiniert unter anderem zum Beispiel mit öffentlichen Services. Das Fünfte, ich bin Präsident von der Sportkommission in der Stadt und ich weiß dafür, wie eine wichtige Rolle Vereine spielen. Und ich will nur fragen, ob sich die Regierung vorstellen kann, Vereine, die extra Aktivitäten anbieten für die Integration, besonders subventioniert könnte gehen. Das Sechste, der Civicol hat einen immens guten Guide-Pratik herausgehen als Leitfaden für die Gemeinden, für mit einem PCI eine proaktiv Integrationspolitik zu machen. Ganz besonders spannend sind daran Best Practices. Und ich will damit der Minister und Herz lehnen, so gut Beispiele will, viel mehr zu promoten, weil oft feiern die gute Ideen bei anderen Leuten zu einer eigenen Kreativität. Übrigens hat der Civicol besonders auf ein Phänomen gelöst, das ganz selten thematisiert wird. Das Phänomen von der Inlandmigration, also denen Leute, die von einer Gemeinde an die andere plündern, entweder aus beruflichen Gründen oder weil sie wollen auf einem Platz leben, wo ein lebt, wo ihr neue Leute kennenlernt, wo ihr kann Kollegen finden, an die Fleisch noch an der Straße spielen kann. Das Siebente, ich will auch den Gräsil erwähnen, der gestern Mitten noch so weit getagt wird, die Gruppe d'échange de soutien en matière d'intégration au niveau local, dem sich genau verfolgen an den eine große Panoplie von Best Practices und von diesen Diskussionen zu bieten wird. Wie ich das Komitee interministeriell erwähnt habe, wäre schon kurz auf das nationale Niveau zu schwätzen kommen. Wichtig ist hier auch,
Erstens, dass in eventuellen neuen Plan d'Action National Integration zu Summe matten Akteure von der Zivilgesellschaft an eine Sozialorganisation ausgeschafft wird, weil das gibt ein ganz theorielastisches Dokument. Der zweite, dass der CAI und der PIA die zwei Schlüsselelemente an der bisherigen Strategie sind. Dafür gebe ich ministerisch gerne frohen, wie viele Leute seit Anfang des CAI erschrieben haben, aber der Pourcentage ist par rapport zu denen, die diesen Kontrakt hätte können erschreiben. Und ich will da auch gerne frohen, wie die sozioökonomischen Schichten darauf vertraut sind. Und ob ich es eventuell in Zölle schließen kann, dass gewisse Leute Kontrakte nicht an Anspruch holen, weil sie einfach nicht können. An den durchaus schließen kennt, dass zum Beispiel dem am Kontrakt verbundene Kuren der Weekend müssen angeboten gehen oder man denkt, Gart fit kann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil schon in aller Zeit rot geht, schon ausgemacht mit dem Generalsekretär, dass ich die 10 Minuten, für die ich mich hier nur geschrieben hatte, holen, für den Flow von der Präsentation nicht zu verlieren. Erlaubt man dafür, nur diesem großen Teil über zu summelieren mit den Ausländern an den Aufgaben von Staat und Gemengen, kurz ob Flüchtlingen an Sans-Papier schwätzen zu kommen. Ich will diese paar Sachen rauspicken, weil die Situation ja ein spezifisch ist. Als CSV setzen wir als Anfang human und ein würdig, aber ein gerecht und ein kohärent Flüchtlingspolitik. Ganz aufgesehen davon, dass es für die großfrohe just europäische Lösungen gibt, kann Lützeburg aber ein dezidiert eine gute Flüchtlingspolitik auch im Bereich Integration machen. Weil das vor Integration selbst muss so frei wie möglich aufhängen, eigentlich am Moment von der Arrivée. Und da können auf keinen Fall da froh, was von den pur Leuten und Organisationen moniert geht, nämlich dass es Leute gibt, die die Asylbewerber beim Depot von einer Demande geben, decouragieren, das zu machen. Das geht nicht. Der Schutz vom Staat ist wichtig, mir nicht Reck vom Schutz von den Leuten. Und ich will heute noch eine Question parlamentaire erinnern zu den Ansatz zu Frontex an die mögliche Bühe bei den sogenannten Pushbacks. Und es ist immer bewusst, dass das heute ein froh ist, die Emotionalität wirklich möchte, aber wichtig ist, ein Equiliber zu finden und nicht naiv drauf zu gucken. Mit das wie überall an der Welt. Tatsache, dass es eine Reihe Profiteure gibt, möchte ein Ansatz für die Menschen nicht falsch. Am Konträr möchte umso mehr wichtig, weil so sie die Profiteuren ausgeliefert sind. Und ich habe selber eine ganz intensive Erfahrungen gemacht, die an den Flüchtlingscamps waren, die mich steif markiert haben. Und ich kenne das Récit von einer ganzen Reihe von Kollegen und Kolleginnen, die ganz intensiv mit Flüchtlingen zusammen arbeiten. Es gibt an diesen Jahren eine ganze Reihe von wichtigen Verbesserungen, die nötig sind. Die Engfallen an den Bereich Erkeuen und Immigration, und ich hoffe, dass trotzdem nicht dauernd so macht mit dem Minister, und die anderen Fälle sowieso an den Bereich Integration, und da müssen dann dauernd am richtigen Moment abmachen. Ich will just folgende Sachen erwähnen. Die erste ist, wir brauchen gute Prozeduren für Legalmigration. Die zweite ist, wir brauchen einen nationalen Konsens, den unabhängig ist davon, wen eine Wertfänger Gemeinde zu hat. Es gibt übrigens impressionante Beispiele aus den Gemengen, wie sie brauchen direkt Ansprechpartner an Hilfe. So nicht zum Beispiel Matkot, das in einer kleinen Gemeinde sich immens viel für Flüchtlinge ersetzt und in ihrer Integration schafft, und während der Corona-Zeit all Ansprechpartner gefehlt hat, bevor sie aus dem Ministerium ausgeriert gingen, und die waren an dem Punkt überfordert. Menschen aus dem Foyer waren sich selber los und du musst in teilweise ganz schwere Situationen mitmachen, wie trotz Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion für den Test am öffentlichen Transport durch das halbe Land zu gondeln. Der dritte ist, wir brauchen mehr Personal an den Ministerien eigentlich. Entweder dafür zu sorgen, dass Prozeduren sehr gehen, auch wenn sich durch ganz viel verbessert wird, oder dass die Integration enkadriert wird. Die Leute brauchen unbedingt das Vivi, wenn die bis das Statut hat, und dann können sie sich nicht selber losbleiben. Und noch wenn sie da kein Flüchtling mehr Bürger mehr sind, dann auch dafür Rechte auf Pflichten haben, wie wir alle Guten, brauchen sie zugleich auch die begleitende Hand an einer total neuen Lebensphase. Und außerdem als Frau, ein guter Fortschritt von ihrer Integration hängt doch davon auf, dass sie selber mitmachen. Das sind doch alles schuldig. Und das ist richtig, dass man die Leute immer darum müssen erinnern, dass Integration auch eine Anstrengung von ihrer Seite verlangt. Es geht hier nicht um Assimilation, mehr um Appropriation von unserem Land, also Kultur, also Spruch und also Werte. Ein ganz entscheidender schwache Punkt, das der Feierten bleibt auch heikate Logement. Und das mehr wie bedenklich von DPI und BPI zusammen logiert bleiben, weil man nicht genug Strukturen hätten. Also es ist durch mit dem Minister, dass der Plan für gemeinsame Verantwortung von allen Gemengen erschafft wird, sodass die Leute am ganzen Land gut verteilt gehen, weil den heutigen Zustand begünstigt natürlich Parallelwelten und das Gift für als Gesellschaft für alle Einzelnen auch.
Iwergens ass bei der Kreation vum ONA gesot gin, dats en Notplan für de Logement vun den DPI geif opstalt. Genoch van dat net an der Kompetenz, weil man der Minister wüs Dir fleicht awer, wo dit Plan drnners. Dat fënft, et wär ganz hëllefreich, man géfe während der Prozedur Kompetenzen an die besonnech Bedürfnis, also die zwee von den Flüchtlingen herausfannen. Einerseits wie eine freizeitige Klangabestimmt zu gehen, andererseits wie sie später bei einem positiven Bescheid können besser beruflich zu orientieren. An Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir bei einem ganz fundamentalen Punkt. Wenn wir hier Kompetenzen herausfahren, als das für ihnen frühestmöglich zu helfen, aktiv können sich selber zu engagieren, also auf eigene Beine zu stehen, autonom zu gehen. Weil die Großgefahr ist die, dass Menschen in ihrer Situation passiv gehen. Einerseits, weil sie bei dem, wo sie keinen helfen, nicht gefroht gehen, zum Beispiel den Haushalt in einer Struktur. Andererseits, weil sie da, wo sie es irgendwie gerieren könnten, keine Möglichkeiten kriegen. Dafür sind wir immens gespannt auf die Evaluation vom Projekt mit den Bezahlkarten, die ja ein guter Schritt in Richtung Autonomie ist. Weil gerade Autonomie lehrt sich, gibt es Leute auch helfen, später bei einer eventuellen Gestion von einem Revis besser hinzugehen. Der Lützeburger Flüchtlingsrat plädiert für eine monatliche Allokation für die Grundbedürfnisse selber zu verwalten, die alimentär, die medizinisch, die hygienisch und die schulisch. Der Minister Asselborn hat mir auf Question Parlamentär 3314, die ich mit meinen Kollegen Emil Eicher, Leon Glodner und Laurent Moser gestaltet hat, geantwortet, dass so ein Pilotprojekt am Laufen ist, auf frühestens am April ausgewählt gesehen. Können dir mit der Minister Fleisch aber suchen, wo das Pilotprojekt lebt, aber wie viele Leute mitmachen. Der 6. Punkt. Wenn es stimmt, dass nie der Meispruch geht, dann nie dem Respekt für ihre Herkunftssprachen, der Lützeburger Spruch zum Kehr von unserer gemeinsamen Gesellschaft gehört, da brauchen wir viel und noch viel mehr Sprache auf Lützeburgisch. Es wäre eine Idee Betriebe, die das fördern, extra zu unterstützen. Weil wenn es einen DPI und BPI gibt, als sein Hauptkapital für gut seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, beherrschen von der Lützeburger Spruch, auch von einer von den anderen großen Kommunikationssprachen. Der nächste Punkt, die PIA ist ein ganz wichtiges Instrument für eine begleitete Integration. Wie Schengen ist aber die dritte Phase vom PIA niemals in Kraft getreten, kann man der Minister das bestätigen. Aber ja, wofür ist das so? Die dritte Phase, das sind übrigens die thematische Seance mit den BPI. Und das hat auch eine Überschaffung vom PIA 4 gesehen. Aber ja, freut der Lützeburger Flüchtlingsrat, dass das keine ONG von Anfang an mit angebunden gehen. An das Letzte, der Regroupement familial, als für viele von den Leuten die größte Lichtblick, ja vielleicht sogar Daseinsberechtigung von ihren Demarchen. Wir brauchen unbedingt eine starke und eine sensible Begleitung von den Leuten bei denen Demarchen. Ich will aber auch noch global zum Schluss gucken, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was die Überlegungen von ganzem Umfang bedeuten für Sans-Papier. Sie sind in einer besonders prekären Situation, weil es darum geht, hier Grundrechte zu schützen. Da fehlt ihnen fundamental Recht, nämlich das Recht, sich hier abzuhalten. Und darin hängt eine ganze Reihe anderer Rechte. In dem Sinn will ich mal der Minister trotzdem frohen, ob die Regierung vielleicht vorgesagt, vielleicht auch gestärkt durch die Erfahrung von Corona, die Menschen zu regularisieren, am Sinn von einer One-Shot-Regularisierung. Weil sich muss ich ja sagen, dass sie sowieso hier sind, und das oft zusammen mit ihren Familien, und dass dadurch, dass wir sie regularisieren und daraus kein automatisch, ich betone, kein automatisch regelmäßig Prozedur machen, selber nicht verlieren. Mehr am Konträr, sie sind mehr als sie geben als Staat gewonnen. Weil wenn sie Regulärheit können schaffen, da kotisieren sie auch hier, sie können ihr Beiträge leisten an einem Land, zu dem sie schon lange ein Lien abgebaut sind. Und das impressionant zu sehen, was für ein gut Arbeit auch das die möchte, für gerade lo an der Corona-Krise die Leute ohne Papiere ganz unkompliziert zu helfen, vor allem durch Bon alimentaire, die wird Spendegelder finanziert gehen. Kann sich der Staat vorstellen, Madame Minister, an Zukunft selber so eine Anlaufstelle für das Leid anzurichten? Und damit, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen nicht zu meinem letzten Punkt. Ein ganz wichtiges und interessantes Thema ist der Blick auf Frontalien und damit auch auf die Großregion. Es wäre an Eisen total falsch, Frontalier just zu betreuschen und den Blickwinkel von ihrem ökonomischen Beitrag zum Wachstum von unserem Land. Wir schwätzen da von Leuten mit Familien. Wir schwätzen von Menschen, die oft lang Wehr abzuschulen, oft viel Zeit verlieren, die sie mit ihrer Familie verbringen könnten, gerade an der Corona-Krise sich als extrem systemrelevant erwiesen haben.
Ich will dafür kurz zwei Aspekte belichten. Zum einen wäre es nämlich Zeit für eine Visionärpolitik von der Großregion und zum anderen geschieht die Integration besonders an die Betriebe. Für Betrieber gelten dafür eigentlich zwei Prinzipien. Den eines, dass sie je nach ihrer Situation versichern, ihren Employeen eine Integrationskultur anzubieten. Wohl wissen, dass die Situation bei den manuellen Arbeiten eine andere als bei den intellektuellen. Am manuellen Bereich wissen oft Chantier und dummer durch Besetzung, und am intellektuellen Bereich sind sie oft auf mir eine lange Dauer auf derselben Platz. An den zweiten Prinzip ist die von der gegenseitigen Integration, an denen Betriebe, an denen die Lützeburger und Minorität rutschen, also es wichtig, dass all die Prinzipien, die man hier erwähnt haben, umgekehrt genauso zu ihren Gunsten wollen, und zwar auch nicht nur an die Betriebe. Und das geht mit Gelegenheit zu betonen, wie immens wichtig die Rolle der Betriebe insgesamt ist, weil die Menschen beginnen sich vor allem da, wo sie miteinander schaffen. Viele Sektoren sind nach einer Sicht, zum Beispiel auch der Bau. Und da geht es doch wenig Lützeburg geschwärzt. Das kann dazu führen, dass die betreffenden Leute über die raus an ihre Parallelwelten bleiben. Und dafür ist es wichtig, dass wir heute Congé zur Verfügung stellen, für Sprachen zu lehren. Lützeburg, mir war noch nötig, dann noch einer von den offiziellen Sprachen. Aber die Großregion, auch Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, so scheint mir ganz wichtig zu bedenken, dass man diese sanitäre Krise ohne Großregion ziemlich verloren und überfordert gewesen wären. Wir sind den Leuten an ihre Gegenden schuldig, dass wir bewusst Konzept tun, wie wir mit der Großregion zusammen schaffen. Darunter wird ein paar flott kleine Ideen an Spielbrüche die Lützeburger Großregion mehr eng zusammenwurzeln lassen. Durch ein Melange des Lyceen aus der Großregion mit entsprechenden Austauschprogrammen, grenzüberschreitende Velospisten, Kollaborationen von Jugendorganisationen, aber bei kulturellen Initiativen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das mit diesen Gedanken nicht getan. Was wir brauchen für eine gute Integrationspolitik, also ein bewusstes Monitoring von der Situation. Wir brauchen einen Auftrag, den Politik und Wissenschaft erdeelt, wie mit sozialpolitischen Indikatoren und die Evolution von Lützeburg zu begleiten. Die OECD hat so eine Reihe Indikatoren und genau die sogenannten Saragossa-Indikatoren. Apropos OECD, die Lützeburger Regierung hat ja bei der OECD eine Evaluation von der Applikation vom Integrationsgesetz und Auftrag gegeben, wenn können wir da mit Resultaten rechnen. Und in Bezug auf Migranten geht auch der MIPEX-Index. Dafür nach aufschließend mich froh, nicht mit der Minister. Also es geplant, in Zukunft ein wissenschaftliches Monitoring zu machen, sowohl von der demografischen Evolution vom Land, wie auch von der Effektivität von den politischen Instrumenten für Integration. Und damit, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, folgenden Schlüsselsatz zum Schluss von dieser Interpellation, die ich will wiederholen. Integration als ein dynamischer Prozess, nicht nur zugunsten von Ausländern, wie von uns alle Guten. Es geht nicht vor allem um politische Mesuren an nicht lang, aber um eine Vision vom Vivre Ensemble, von einer Kohäsion soziale. Wie wollen wir Gesellschaft sein? Faire Société Ensemble. Die Integration geschieht nicht allein kulturell, aber auch ökonomisch, politisch und sozial. Also sie beruht nicht lange auf der Verantwortung an Initiativen von den Einzelnen, aber bei einer proaktiver Politik vom Staat und von den Gemengen. Wir müssen alles zu gewinnen, aber wirklich nichts dabei zu verlieren. Wir brauchen eine starke Integrationspolitik an diesem wunderschönen Land Lützeburg, die für allem etwas am Blick hat, in dynamisch Zusammenleben rundherum eng fest mit. Ist so nicht vielmals merci. Merci vielmals, Herr Galles. Herr Galles erlaubt, dass Herr François Benoit sich vorstellt. Ganz gern. Ja, vielmals merci, Herr Präsident, auch merci dem Herr Galles für sein Riet. Herr Galles hat über Partizipation geschwärzt und hat die Frage abgeworfen, ob ein Minister wissen, wie viele Gemeinden das Budget partizipativ gehen. Weil an der Stadt zum Beispiel so bis 2017, die gouf leider nicht verbessert, mir ersatzlos gestracht, mir vielleicht könnt ihr Lorem angefordert mit der Hölle vom Herr Galles. Meine Frage, wann die heute Richtung gehen, ich finde Herr Galles gut nur gelauscht hat, und wir wissen ja, dass wir einen großen demokratischen Defizit haben, notamment was die Partizipation von Ausländern auf nationalem Niveau an der Politik angeht. Und ich will nicht hören, dass Herr Galles als dort wie seine Meinung zum Ausländerwahlrecht zum Beispiel wäre, für eben den Defizit wie klein zu kriegen. Das gibt mich interessieren, und dafür sonst Herr Galles, merci für Ihre Antwort. Merci, Herr Benoit. Ich will kurz zurückgeben, Herr Galles. Merci, Herr Benoit, dass dir so interessant vorgestellt. Das ist ganz klar, also beim Ausländerwahlrecht drin ich total anders als Position als CSV, weil ich meine, wie wir gesagt haben, dass das Ausländerwahlrecht über Nationalität soll laufen. Das heißt, wir sind der Meinung, dass das ein Integrationsfaktor ist, den ich brauche. Dabei will ich aber auch sagen, dass wir gerade dafür den Access zur Nationalität, also zu einem Lehraffektiv zur Nationalität, sollen verstärken. Ich meine, dass das der Weg ist, wie du hinzugehen.
für die Lehrer abzubauen, den da braucht, für dann noch gerne die Nationalität umzuholen, für dann noch die vollkommen Form von der Rechte, von der Wahlrechte an Urspruch zu holen. Merci vielmals, Herr Paul Galles. Juristisch für Familienintegration, Madame Corinne Kahn hat das Wort.